Willkommen in der Schweiz. Hallo zusammen, willkommen zur ersten Episode von Willkommen in der Schweiz. Ich bin Sophie und ich bin für euch da, die wollen euer Hörverständnis fürs Zürichdeutsch oder allgemein Schweizerdeutsch verbessern. Also für alle, die neu in der Schweiz sind und vielleicht mit der Sprache gerade noch nicht recht zu Schlag kommen und einfach eine einfache Möglichkeit suchen, um ein bisschen Schweizerdeutsch zu hören und lernen zu verstehen. Wenn man plant, in die Deutschschweiz zu reisen oder vielleicht sogar zu leben, dann denkt man, aha, ich lerne einfach Deutsch und dann sollte das kein Problem sein. Aber sobald man dann wirklich in der Schweiz ist, stellt man fest, dass die Menschen da ganz anders reden. Und zwar nicht das Deutsch, das man vielleicht aus Lehrbüchern kennt oder aus dem Fernsehen oder so, sondern die Leute da reden einen ganz starken Dialekt vom Deutsch, nämlich das Schweizerdeutsch. Und eine weitere Schwierigkeit, die dann die Leute hier haben, ist, wenn sie feststellen, dass es nicht nur ein Schweizerdeutsch gibt, sondern ganz viele verschiedene. Man fährt also ein paar Kilometer und dann reden die Leute plötzlich ganz anders. Zum Beispiel in Zürich ist das ganz anders als in Bern, wie ihr vielleicht schon festgestellt habt. Und darum fühlt es sich fast schon an, als müsste man da in der Schweiz nochmal eine ganz andere Sprache lernen. Weil das Schweizerdeutsch ist wirklich nicht ganz einfach zu verstehen, von Anhieb. Aber ihr werdet schon recht bald feststellen, je länger ihr da in der Schweiz sind und je mehr Schweizerdeutsch ihr hört, dass es immer einfacher geht. Weil das Schweizerdeutsch hat ganz viel gemeinsam mit dem Hochdeutsch. Also ihr habt Hochdeutsch nicht umsonst gelernt, sondern es wird euch auch in der Schweiz helfen. Auch wenn die Aussprache da vielleicht zuerst ganz anders tönt und es auch in der Schweiz vielleicht mal andere Wörter gibt, die man in Deutschland so nicht kennt, so hat Schweizerdeutsch doch recht viel gemeinsam mit dem Hochdeutsch. Und da will ich euch jetzt helfen. Ich werde für euch ein Zürichdeutsch reden, das eher langsam ist und wo ich probiere, möglichst deutlich zu reden, sodass es für euch einfach ist zu verstehen. Und ich rede auch in der normalen Alltagssprache, wo ihr da in Zürich hört. Aber auch wenn ihr nicht in Zürich wohnt oder arbeitet, kann euch das vielleicht helfen, um auch später andere Dialekte vom Schweizerdeutsch zu verstehen. Und allgemein, der Erfahrung nach, sagen viele, dass Zürichdeutsch der Dialekt ist, der für viele am einfachsten zu verstehen ist. Und ich denke, das liegt daran, dass Zürichdeutsch noch eher näher am Hochdeutschen ist. Zum Beispiel, wenn man auf Bern geht, ist es dann doch schon sehr anders und sie haben viele eigene Wörter, die man im Hochdeutschen gar nicht kennt. Darum ist Zürichdeutsch vielleicht mal ein einfacher Einstieg für die sich ans Schweizerdeutsch gewöhnen wollen. Jede Episode von Willkommen in der Schweiz plane ich ungefähr 20 Minuten lang zu machen. Das heisst, dann habt ihr viele Möglichkeiten, um die 20 Minuten schnell durchzuhören. Ihr könnt zum Beispiel, während ihr fahrt, den Podcast hören oder wenn ihr im Bus oder Tram sitzt und so weiter. Dann könnt ihr die langweilige Zeit beim Pendeln dafür brauchen, um euer Schweizerdeutsch zu verbessern. Neue Episoden sollen ca. alle 2 Wochen rauskommen, sodass ihr regelmäßig neues Material habt, um ein bisschen euer Hörverständnis zu üben.
Und ich werde ganz verschiedene Themen behandeln. Vor allem werde ich aus meinem Alltagsleben erzählen. Ich werde euch so ein bisschen einen Einblick in die Schweizer Kultur geben und die Schweizer Besonderheiten, wie man da lebt und schafft und lernt. Und vielleicht auch über andere Themen, die in der Schweiz gerade wichtig sind. Also so könnt ihr nicht nur die Sprache kennenlernen, sondern euch auch ein bisschen mehr mit der Schweizer Kultur auseinandersetzen. Und sind nicht enttäuscht, wenn ihr nicht von Anfang an jedes Wort versteht. Das ist natürlich häufig so, wenn man eine neue Sprache lernt und sie hört oder auch wenn man sie liest, dass man nicht immer jedes Wort versteht. Aber es geht auch gar nicht darum, sondern das Wichtige ist, dass ihr zuerst lernt, den Kontext zu verstehen, vielleicht das Allermeiste, was die Person in einem Satz sagt, und dann werdet ihr feststellen, dass ihr immer mehr versteht, je mehr ihr euch mit der Sprache auseinandersetzt. Was euch sicher auch helfen wird, ist, wenn ihr mit so vielen Schweizern wie möglich redet. Auch wenn das zuerst sehr schwierig sein kann und viel Mut braucht, glaubt mir, das ist immer noch die beste Variante. Und wenn ihr selber noch kein Schweizerdeutsch redet, macht euch keine Sorgen, weil fast alle Schweizer reden auch sehr gut Hochdeutsch und verstehen sehr gut Hochdeutsch. Also ihr könnt ohne weiteres einfach Standarddeutsch mit ihnen reden. Oder wenn ihr auch beim Deutsch noch nicht so sicher sind, könnt ihr auch zuerst auf Englisch reden, weil sehr viele Leute da reden auch Englisch. Oder auch Französisch. Sehr viele Menschen reden da auch gut Französisch. Ihr könnt also probieren, mit irgendeiner Sprache, die euch gerade passt, mit den Schweizer zu reden. Aber vielleicht sagen dir den Schweizer, sie sollen möglichst Schweizerdeutsch mit euch reden. Glaubt mir, das werden sie gerne machen, weil das heisst, dass ihr euch integrieren wollt und über Kultur lernen wollt. Jetzt will ich euch noch schnell erzählen, wie ich überhaupt auf die Idee für den Podcast gekommen bin. Und zwar ist das vor allem, weil ich selber Menschen unterrichte, die Deutsch oder auch Schweizerdeutsch lernen. Ich bin zwar keine professionelle Lehrerin in dem Sinn, aber ich unterrichte auf einer Plattform, die heisst italki.com. Also ist eine Online-Plattform, wo Leute, die eine bestimmte Sprache lernen, mit Muttersprachlern können reden, um ihr Hörverständnis und ihre Redefähigkeit zu verbessern. Und auf italki habe ich darum schon Leute aus der ganzen Welt kennengelernt, die meistens schon in der Schweiz leben und nicht so recht mit der Sprache zu Schlag kommen. Und ihnen helfe ich dann, dass sie Schweizerdeutsch besser verstehen können. Und diese Arbeit macht mir wirklich sehr viel Spass, vor allem, weil ich eben so viele Menschen kennenlernen kann. Und sie kommen wirklich aus verschiedensten Ländern, von den USA über China bis auf Australien oder sogar Südafrika. Also ich kann wirklich schon ganz viele Menschen kennenlernen, die da neu in der Schweiz sind und wo ich hoffentlich helfen kann. Und dann habe ich aber gedacht, ja, die Leute müssen doch nicht immer so viel Zeit dafür aufwenden und 1:1 mit mir ansitzen, sondern es wäre vielleicht praktisch, wenn sie einfach etwas haben zum Hören, wo sie gut in ihren Alltag integrieren können. Ich habe tatsächlich selber mal so einen Podcast gehört, und zwar von der Norsklærer Karense. Das ist eine norwegische Lehrerin. Ich lerne nämlich gerade Norwegisch. Und sie hat
eigentlich fast das Gleiche gemacht. Also auch einen Podcast, wo sie eher langsam und deutlich redet, für Leute, die ihr Hörverständnis verbessern wollen. Und ich habe das so eine gute Idee gefunden, dass ich gedacht habe, das könnte ich vielleicht gerade selber machen. Und als ich das meinen Schülern auf italki erzählt habe, haben sie auch gesagt, ja, das wäre eine super Idee und das wäre wirklich cool, weil dann können sie noch mehr lernen. Und dann können sie das auch einfacher in ihren Alltag integrieren. Und so habe ich also gedacht, ja, das machen wir. Ein Podcast klingt nach einer guten Idee. Vielleicht noch ein bisschen mehr zu mir. Also wie ihr wisst, rede ich da jetzt gerade Zürichdeutsch. Und ich komme auch aus Zürich und wohne im Moment in der Stadt Zürich. Aber eigentlich, ursprünglich, komme ich aus dem Kanton Nidwalden. Dort bin ich geboren, dort kommt auch mein Vater her und fast meine ganze Familie väterlicherseits wohnt noch in Nidwalden. Aber ich wohne schon seit etwa 20 Jahren in Zürich. Das heisst auch, mein Dialekt ist jetzt eher Zürcher Deutsch anstatt Nidwaldner Deutsch. Wobei mein Vater hat natürlich immer noch einen Innerschweizer Dialekt, vor allem weil er jetzt auch wieder in Luzern wohnt. Für die das nicht wissen, also Nidwalden ist ein kleiner Kanton in der Zentralschweiz. Also wenn man eine Karte von der Schweiz anschaut, ist Nidwalden ziemlich genau in der Mitte. Und genau dort bin ich geboren. Und dann haben wir noch ein paar Jahre in Luzern gewohnt. Aber dann, als ich immer noch ganz klein war, sind wir dann schon bald auf Zürich gezügelt. Und so gern ich auch in Zürich lebe, so gern gehe ich auch immer wieder zurück auf Nidwalden. Es fühlt sich dort nämlich ganz anders an. Es ist eher ländlich und es ist sehr, sehr friedlich. Wirklich ein sehr schöner Ort. Aber in Zürich läuft ein bisschen mehr. Nicht nur habe ich einen Vater, der von einem anderen Ort als Zürich kommt, sondern meine Mutter, sie kommt sogar aus einem ganz anderen Kontinent. Sie kommt nämlich aus Australien. Das heisst, ich bin als Kind zweisprachig aufgewachsen, also mit Deutsch, also Schweizerdeutsch und Englisch, mit australischem Englisch. Ich durfte also mit 2 Kulturen aufwachsen, wo für mich sehr schön war. Nicht nur konnte ich auch Englisch von sehr früh lernen, sondern auch einfach, wie es ist, mit einer anderen Kultur zu leben. Zwar ist Australien auch ein sehr westlich geprägtes Land, aber trotzdem gibt es ab und zu einzelne Unterschiede, würde ich sagen. Ein sehr grosser Unterschied zwischen Australien und der Schweiz, denke ich, ist, dass Australier sehr häufig ein bisschen entspannter sind. Sie sind laid back, wie man würde sagen, oder? Und in der Schweiz sind die Menschen sehr häufig ein bisschen gestresster, könnte man sagen, vor allem in Zürich. Aber das hat auch seinen Vorteil, nämlich sind die Schweizer sehr oft sehr korrekt und sie wollen alles gut machen und möglichst effizient sein, während in Australien manchmal ein bisschen alles zu locker ist für meine Verhältnisse. Aber das ist schön für mich, um die 2 verschiedenen Kulturen kennenzulernen und das Beste aus jedem herauszuholen. Auch ein sehr grosser Unterschied zwischen Australien und der Schweiz hat zwar weniger mit der Kultur zu tun, aber mit dem Wetter, wie ihr euch vorstellen könnt. Vielleicht sind ihr ja schon mal in Australien gewesen, ist es dort sehr häufig sehr, sehr warm. Vor allem in Westaustralien, wo meine Mutter herkommt.